Es ist Dienstag, der 2. Juli. Wir lesen im Losungswort 1. Samuel 2,1 und ich begrüße euch damit. Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn. Und nachher lesen wir 1. Petrus 6,8, der Lehrtext. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb, und nun glaubt ihr an ihn, obgleich ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Und dann ging der Satz noch weiter, ergänze ich jetzt noch, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Brücke ins Leere. Mit diesem Stichwort steige ich in den heutigen Text ein. Ich war unterwegs mit einer Person, die in tiefster Depression ist, die zwischen in Psychosen verfallen ist, die lange Zeit in der Klinik war, mehrmals und immer noch. Und ich hatte so ihre verzweifelte Geschichte vor mir gehabt. Geistlicher Missbrauch, ritueller Missbrauch, seelischer Missbrauch, Gewaltanwendung, sexueller Missbrauch, jede Form von Missbrauch und Misshandlung. Und ich wäre vielleicht auch dort, wo sie ist, mit einer solchen Vorgeschichte. Und dann im Gebet habe ich plötzlich eine Brücke vor mir gesehen, eine Brücke, wo man kein Ende sehen kann. Sie geht einfach auch über eine Schlucht, über einen Abgrund, über irgendetwas Unüberwindbares, führt sie über, aber man sieht das Ende nicht. Nachdem ich das gesehen habe und ein bisschen erläutert, bin ich heim, habe das ausgegoogelt, habe eine gefunden, perfekt, wir blenden sie hier ein, und habe es beim nächsten Mal wieder gebracht. Und jetzt ist eben die Frage, würdest du über eine solche Brücke laufen? Du bist ja nicht sicher, ob einer wirklich etwas ist. Du weißt auch nicht, wie tief das es unter dieser Brücke ist. Es ist einfach nach 5 Metern nicht mehr sichtbar. Es ist ein Nebel. Unter dir ist einfach das Nichts. Vor dir ist auch das Nichts. Aber was du hier für eine Entscheidung triffst, das kommt dem gleich, was der Petrus sagt. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Das ist etwas ganz Tiefes im Menschen. Das muss man jetzt nicht rational erklären. Aber bei vielen Menschen macht es nicht dort halt gleich irgendwie Klick. Es ist ja jemand da. Das weiss ja jeder Mensch. Und nicht sagen, ja, es ist jemand da. Das ist eben, und habt ihn doch lieb. Es ist jetzt noch nicht Liebe auf den ersten Blick. Es ist auch nicht Liebe in einem emotionalen Sinn, sondern es ist etwas viel, viel Tieferes, etwas noch viel Grundsätzlicheres. Es ist einfach das Ja zu dieser Realität, zu dieser lebendigen Realität, die uns umgibt, die heisst Gott. Es ist ein Hang, der eine solche Brücke hat geschaffen. Natürlich, die Brücke, wissen wir alle, ist Jesus Christus. Und mit ihm zusammen natürlich auch, wie wir werden sehen, der Glaube. So habe ich immer als Kind schon gewusst, dass er ist, dass er da ist und dass ich ihm soll dienen, dass ich ihm dienen will, dass ich ihm werde dienen. Das war bei mir einfach drin. Vielleicht ist es das, was sie heisst, ihn habt ihr lieb, obschon ihr ihn nicht seht. Die Person hat das Bild nicht aufhängen. Sie hat gesagt, das gefällt mir nicht, das macht mich depressiv. Ich weiss auch nicht, was da einer ist. Eigentlich ist er ja nicht für mich, er ist ja nicht da. Ich sehe ihn ja nicht. Wenn ich mein Leben anschaue, muss ich sagen, wo war er denn gewesen? Es ist ja gar nichts gesehen, es ist ja gar nicht der Schutz gewesen, ich war ja ausgeliefert gewesen. Und wenn man dann ein paar tröstliche Worte sagt und mit diesen Sachen kommt, die heissen, ja, weisst, jeder hat ja seine Herausforderungen und Gott verlangt ja von niemandem zu viel und so, heisst es nachher sofort, du weisst nicht, was ich erlebt habe. Wenn du das erlebt hättest, was ich durchmachen musste, dann würdest du heute genau das Gleiche sagen. Das ist natürlich auch einer von diesen Punkten, wo man dann fast ein bisschen erschlagen ist, jedenfalls ein bisschen mit dem Rücken zur Wange. Und ich musste sagen, nein, das kann ich dir attestieren, ich habe nicht so ein Strubsschicksal wie du. Ich habe einfach meinen Teil zum Überwinden und für mich war es eigentlich ein Schritt raus auf eine solche Brücke gewesen.
Bis jetzt ist die Frage, bis heute ist die Frage nicht geklärt. Es gibt bis jetzt keinen sichtbaren Schritt bei dieser Person auf die Brücke raus und ich werde diese Woche wieder einen Besuch bei ihr machen. Es gibt aber nichts anderes für uns als das Seil, das ins Unsichtbare rausführt. Natürlich eben, es ist auch mit einem Steg verbunden, der hängt ja da dran. Und von dem redet ja der Petrus, wenn er sagt, und jetzt macht ihr Glaubensschritte. Und nun glaubt ihr an ihn, obschon ihr ihn nicht seht. Glaubensschritte heisst, jetzt gehst du weg von der Kante. Dort, wo du bis jetzt immer gestanden bist, vielleicht in der Selbstverteidigung, vielleicht in einer Überlebensstrategie, vielleicht in deinen Zweifeln, das ist ja auch eine Art wie eine Sicherheit, dass es keinen Gott gibt, dass man sich selber helfen muss. Aus dem heraus löst du dich und stehst auf das erste Trittbrett, dann vielleicht auf das zweite und das sind dann immer konkrete Schritte. Glauben besteht ja aus konkreten Schritten. Etwas von dem, was ich weiss, was mit dieser unsichtbaren Welt zu tun hat, setze ich um in meinem Leben. Glaube ist die geistliche Verbindung zu einer geistlichen Welt. Glaube ist eine unsichtbare Verbindung zu einer unsichtbaren Welt. Glaube ist, wenn ich hier stehe und für ist Gott und ich sehe ihn nicht, aber ich habe so ein Brückli, das vielleicht halsbrecherisch aussieht. Und ich vertraue ihm, weil ich sage, es wäre ja sonst gar nicht möglich. Eine Brücke kann ja nicht mit über der Schlucht enden, wenn es eine Hängebrücke ist. Und dazu habe ich übrigens gar keine Alternative. Gott sucht ja nichts anderes bei mir als genau den Glauben, wo man ihn nicht sieht. Und so kommt es, dass ich Gott nicht sehe und eben doch sehe. Wenn ich sage, ich sehe Gott doch, dann ist es zum Beispiel das, dass ich sage, alles ist möglich bei Gott. Nichts ist unmöglich bei ihm. Genau das heisst ja das Wort Gott. Gott heisst ja so wie ohne Grenzen, über allem, jenseits von unseren Möglichkeiten. Ein Wort von ihm und eine Welt wird er schaffen. Er ist in vielen Sachen ähnlich wie wir, nämlich wir sind in seinem Bild und er hat seine Wünsche, er hat seine Vorlieben, er hat ein brennendes Herz, er hat seine Pläne, er hat seine Strategien, er hat seine Gedanken, er hat seinen Willen, er hat Emotionen. Nur in allem unendlich viel grösser als ich. Ich kann ein bisschen an mir ablesen, wie Gott ist, aber einfach mal unendlich, mal Millionen oder mal 100 Millionen oder was man dem sagen will. Wenn ich das sage, wenn ich ein solches Glaubensbekenntnis habe an einen solchen lebendigen Gott, dann verbindet sich mein Geist mit seinem Geist. Das passiert natürlich durch den Einstieg, wo Jesus Christus heisst. Und dort wird ja das sichtbar. Aber jetzt ist er ja wieder nicht da, also fahre ich auf dieser Spur weiter. Ich glaube an einen unsichtbaren Gott mit seinem Wort und mache einen ersten Schritt. Mein Geist verbindet sich mit seinem Geist. Das ist Glauben. Meine Person taucht irgendwie ein in seine Person. Das ist Glauben. Mein Wille taucht ein in sein unendlichen Willen. Das ist Glauben. Mein Vertrauen taucht ein in seine Verheißung. Das ist Glauben. So verbindet sich Menschengeist mit Gottes Geist. Wenn sich mein Geist mit ihm verbündet, kann er dann ausführen, was er immer schon wollte. Auf das wartet er ja. Genau das Seil, das ist schon für ihn. Die Brücke ist schon für ihn, nicht nur für mich. Dort hängt eigentlich alles dran. Und so kommen die Schritte über eine Schlucht, wo ich die Tiefe davon gar nicht abschätzen kann. Ich kann sie nicht sehen. Das Ende, sagt der Petrus, ist das Ziel eures Glaubens, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, der Seelenseligkeit. Das heisst, wenn ich eintauche in die ewige Welt. Bis dorthin bin ich unterwegs auf dieser Brücke. Es kann sein, dass ihr mit Idee sogar noch ein bisschen mehr wackelt als jetzt hier am Anfang. Also es gibt ja vielleicht noch ein bisschen grössere Herausforderungen als die ich jetzt gerade habe. Macht aber nichts. Weil es sind ja auch Schritte, die ich gemacht habe, Training, die ich drin habe. Der Petrus sagt dem, unaussprechliche Freude wird sein.
Warum? Der Nebel wird dann weggehen und ich sehe, was das für ein Abgrund war unter meinen Füßen. Es ist unglaublich, wo ich wäre gestürzt, wenn ich die Brücke nicht hatte. Es ist unglaublich, wo ich wäre gelandet, wenn ich Gott nicht hätte vertraut. Und der Grund von diesem bodenlosen Abgrund ist nie sichtbar. Wir leben ja nur aus einem Grund hier, nämlich für Glaubenserfahrungen zu machen. Das ist der Sinn von unserem Leben, dass sich unser Geist verbindet mit Gottes Möglichkeiten. Dazu braucht es immer nur ein neues Trittbrettchen. Mehr als das gibt es auch auf das Mal nicht. Und dem sagt man der Wille von Gott. Also glauben kann ich immer dann, wenn Gott etwas sagt. Ich kann nicht ins Blaue raus glauben, sondern auf seine Einladung hin kann ich dieses oder eins machen, weil er sagt. Ich beende meine Betrachtung mit einer kleinen Pfingstgeschichte. Pfingstsamstag war am Abend, jemand läutet mir an, ganz aufgelöst und sagt, wenn ich jetzt Selbstmord machen will, wird mich Gott annehmen. Und ich sage, so einfach kann ich dir jetzt das nicht beantworten. Ich habe die Person nicht kennt, von Haut und Haar nicht. Ich habe gesagt, wenn du gläubig bist, wenn du an Jesus Christus glaubst und an die Vergebung, dann wird es dich trotzdem viel kosten, darüber zu kommen, weil Gott wird ja zuerst noch alles verbrennen in deinem Leben, was für nichts war. Das macht ja bei jedem von uns und er wird dir zeigen, was alles wäre möglich gewesen, wenn du ihm hättest vertraut. Und das wird sehr fest wehtun. Dann haben wir abgemacht, weil dann bin ich bei einem Geburtstagsfest eingeladen war. Wir tun an diesem Samstagabend nochmal anrufen. Und das habe ich auch gemacht. Niemand nimmt ab. Nach einer halben Stunde wieder, niemand nimmt ab. Ich bekomme langsam Bedenken und sage, vielleicht hat er es jetzt doch gemacht. Und dann gehe ich ins Gebet und bete, Herr, halt den Tod von diesem Menschen fern. Du hast sicher einen guten Plan, einen besseren Plan als der Tod. Etwas Besseres als der Tod findet man nämlich überall. Und schlussendlich gebe ich alles in Gottes Hände. Der Abend kommt, der Tag vergeht, es wird Pfingsten, ich habe einen Gottesdienst und später, Anfangs Nachmittag, bekomme ich ein Telefon. Er lebt noch. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe dir probiert anzurufen. Hast du etwas Schlimmes gemacht? Ja. Ich sage es nicht gern, aber ich habe es gemacht. Ich habe mir Tabletten eingeworfen. Bin dann raus, bin dann weg gewesen. Und eine Australierin, die zufällig dort ist vorbeigelaufen, nicht einmal jemand aus der Schweiz, in tiefen Nachmittag, hat mich gefunden, hat den Regen abgestellt. Sie haben mich ins Spital gebracht, sie haben mir den Magen auspumpt und schlussendlich, als ich wieder wach war, habe ich mich entschlossen, ich gehe in eine Klinik bei einer Ärztin, die ich kenne, und ich werde mich dann, wenn ich zurück bin von Deutschland, bei dir wieder melden. Ein Pfingsterlebnis, das ich hatte. Und es heisst, wenn wir das Ziel von unserem Glauben werden erlangen, manchmal glauben wir ja noch ein bisschen für andere Leute oder stärken ihr Minimum von Glauben, das ist jetzt auf jeden Fall bei ihm auch wieder erwacht, dann werden wir uns freuen mit unaussprechlicher Freude. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag.